Waschwieser, welkom zum Programm Waschwieser. Van jou mocht we wieder über kleine Propheten reden. We hadden feit mal über das Buch Habakuk ein klein mit geredet. Und vond het interessant dat diese kleine Propheten besonders viel Klauen hadden. Oder Frauen hadden an Gott, nicht? Und dat ist wie so ein negatives, später sieht manchmal so hier beschrieben wird, nicht? Aber von jou, weil wir wieder darüber reden, dankeschön, dass du dabei bist und lese die kleine Propheten da noch, wo ich viele seine und viele lehren auch über die Situation damals und hoffentlich, dass Gott durch den Heiligen Geist an die Nanreden, die auch von der und der Botschaft jaft haben. Ja, mich haben folgendes Fall, dass die Propheten dann in dieselben Umstände wohnten, als wie von dort. Die haben dieselbe Frage als wie haben. Und sie so, wie kann Gott het onzijnen dat so viele Menschen hungrig sind und nichts tut dat? Oder wie kann Gott het onzijnen wanneer die Witwen und Waisen lijden und nichts tut dat? Oder wo wird Gott het onzijnen tjene wanneer die Werte, wat wir aus biblische Familien nur gehen wollen, dass die dann einfach ungerollt wurden in Abtreibung, dass man kleine Babys kann und man da lebt dort machen. All das, wo kann hinterbliss mit onzijnen, nicht? Und ich glaube, die nehmen je Frage sind und nicht, aber seine ähnliche, Gott, was tust du mit dieser ganzen Ungerechtigkeit? Ja, und warum sagst du nichts? Und warum wirst du nicht mal bestrafen? Ja. Warum merkst du hinein damit? Ja, und du sagst, du wirst und du darfst nicht, ungefähr so. Und ich glaube, dort erstmal wieder lesen ist in diese Bücher, das wird wie folgen hier, ja. Ja, aber was vielleicht ganz kort, Ferke und Gott, das sind da, was er verspricht. Mhm. Aber wie steht hier von der Zeit her, erst dort vor uns 100 Jahren ein Teil? Ja. Ja, dem sind der Zeitplan erst für ein ganz anderer. Ja. Aus dem, was wir euch begreifen, nicht? Ja, und die Propheten waren die, was sehen, dann wird das vor 100 Jahren verrückt gesagt, und er lebt daran. Ja. Und er lebt das selbst nicht mit. Nee, er lebt auch nicht mit. So, für uns sind wir beim Prophet Nahum und diese Informationen oder das Material hakenbeet uit die Predigtserie wordt hier in de Minutengemeinde La Plata gebracht wordt. So, wanneer je dat nu checken willen, dan kan je het in je checken in de description en de beschrijving, dan wordt dat dan nenbaken. So, fällt mir wie über Habakuk, der wie ein Prophet vom Südreich, Juda, und der wie kreit ver das ganze Volk Israel nach Babylon verschleppt wird, wie er dann der Prophet, und Gott sagt dann, der ist sein Prophet, was passieren wird. Und warum? Vernori wie mit über Nahum, so wie sind nu war in ein paar hundert Jahren war er gegangen, ungefähr 660 vor Christus. In der Zeit 600 Jahre vor Christus ungefähr, redet Nahum in seinem Buch nur Nineveh. Er redet nur dieselbe Stadt, worüber Jona redet. Und Jona wie 100 oder 150 Jahre vor Nahum naar de Stadt Nineveh geschickt worden. So Nineveh war nicht eine christliche Stadt. Das war auch nicht vom Volk Israel. Das war eine Heidenstadt. Das war eine Weltstadt für die Zeit. Das würde so sein, als wenn hier wäre New York oder in Berlin oder so eine Stadt geschickt worden mit einer Botschaft. Bekehrt jün, sonst hätte eine Stadt unja. Das war Jona seine Botschaft. Und das passiert jetzt hier in seiner Zeit. So 150 Jahre euer das. Na, die Welt, die Stadt ging nicht unja. Nee, aber ich meine, das ist beziert. Das ist ja, andere klar. Gott. So Jona ging dann 150 Jahre vor Nahum. Und Jona war vom Nordreich. Und er ging nach Nineveh. Und sie denn dort in Nineveh, die ganze Stadt, die bekehrt sich. Und Gott verschöndigt dort. Und Jona war sehr bossig deswegen. Ja. Jetzt er konnte nicht verstehen, dass Gott würde Nineveh so behandeln, als wenn die keine Schuld hatte. So ist Gottes Gnade für die gewesen. Die wäre, als wenn sie keine Schuld hatte. Und Jona dachte, er hatte sehr viel Schuld und Gott soll doch gerecht sein. Nur wie Gott aber gnädig. So, aber das Prophet Nahum lebt dann 100 Jahre später und heiratet zu den Gretchen von den Menschen, die dann Jona horchten. So, en de predia, wat dit predig als Michael Wiebe, en hij zegt in uitspraak wat mij gefällt, hij zegt, Gott hat nicht Gretchen, hij hat Schenja. So, die Gretchen von diesen Menschen, wat Gott geleift hadden, en wat die genug Gott sperrte, die worden verschont. Aber ihre Schenja musste trotzdem waren und dem selben Gott leben. Sie selbst musste an dem bleiben. Nicht sich darauf verlassen, was vorher passiert war. So, nach seiner Botschaft, als Eva Nineveh
Aber Nahum redet diese Botschaft nur Volk Gottes. In jedem Teil von Jona wird Nahum nicht nur Nineveh geschickt, um Nineveh selbst diese Botschaft zu bringen, sondern Nahum redet zu dem Volk Israel von das, was Gott über Nineveh sagt. Und was Gott über Nineveh sagt, oder warum das nu wichtig ist, wenn Nineveh war eine sündige Stadt war. Und Nahum präsentiert dann Gott als ein Gott von Allmacht, von Majestät und von Leben. Und dort dann deswegen die Antwort ist zu alle Fragen, was irgendwer haben kann. Gott seine Allmacht, Gott seine Majestät, dort über alles ist und dort Leben gibt. Und dort die Heiden nicht sollen andere Götter nur folgen, in den opfern, in den Eritrea opfern, in den, mit Götzendienst. Wenn du dann denkst, wir haben die Vierte nicht, oder wir sind die aufgedreht. Das heißt, jede Generation, die muss frisch sich noch Gott drehen. Jeder Kind, wenn das an ein christlichen Elternhaus, bei Melite, wo einmal, bei einem christlichen Elternhaus abgewassen wird, das Kind muss sich bekehren, das muss sich noch Gott drehen. Ja, das ist nicht automatisch nur auch Gott sein Kind. Right. Dat jeder Mensch kann die Entscheidung treffen, für wem er leben will. Für Gott oder für den Satan. Für diese Welt, für den Sinn. Und das ist mir sehr interessant. Was ist das? Die Allmacht, die das Leben gibt, und was wird das andere? Die Majestät. Die Majestät. Also Gott als Herr, Majestät, nicht? Er hat alle Macht. Weißt du, damals, wenn ich nicht wurde, André wat je verstieren niet. Ja. En dat stel wat het leven heeft, een leven nemen kan. Ja. So, wer zou niet Ehrfurcht haben für einen, anstatt für einen fremden Gott? Ein Gott, was nicht kann. So, und warum sieht Nahum das nicht zu das Volk selbst? Und dort ist, wenn die Assyrer kriegt, die haben diesen Glauben nicht mitgenommen von ihren Verältern oder Eltern. Und Nineveh muss ernten, was sie gesät hadden. Ja? So die hadden sehr viel Anhell gesät. Die Assyrer werden dafür bekannt, als sie sich ausdehnten als Weltmacht, und das kriegt in der Zeit, dann werden sie sehr stolz, wenn man sagt, das sind wir. Das ist in Safania sagt, dass ich und sonst China haft das getan. Das ist das, was die von sich selbst sehen. Dass sie selbst haben das getan. Und sie treten damit Gott gegenüber, mit diesem Stolz. Und Gott sagt, ich will ihn vernichten. Und Gott sagte zu Juda, oder zu dem Volk Israel, wenn es will, den dort damit wiesen, dass er allein ist Gott. Irgendwann hier eine Weltmacht ist, was alles ungenommen hat, was sie wollen. Sie haben zweimal eine Niederlage erlebt. Sie haben alles ungenommen, was verernt ist. Trotzdem sie ich Hecher und sie wurden ungegangen. Dat is wat ik hier zei en wat ik bewezen word, dat ik de einzige Gott zie. Dat is de boodschap van Nahum. Wenn man sagt, zu der Zeit, als Nahum das sieht, zum Volk Israel, sie hat ja selbst, die Assyrer hat ja selbst miteinander gedreven, in Samaria als Hauptstadt zu nichts gemacht, in die Hauptstadt von Jerusalem, und ja direkt und grausam behandelt, ja? Und sie lebte unter dieser Weltmacht. Sie wusste, wo die Assyrer wären. Zodat Gott diese Botschaft nu krijgt te ernst tot horen, dat moet voor end onbegrijpelijk geweest zijn. Ja, en dan is het niet manchmal dat we mensen, we zijn dan zo, we hebben dit aangekregen. Ja. Oder we hebben dat aangekregen. Oder de andere zegt, ik heb me dit verdiend. Ik heb me dat verdiend. Du wens jetzt mit so gut. Oder ich habe sehr, sehr schweit. Nee? Und Gott sehen du aber. Das ist nicht so. Aber dort wir immer waren, an dem auch, wann uns das gut geht. Ja, dat we doen niet vergeten, wer van wo komt dat. Nicht? En dat Gott noch immer Herr ist, dat Gott die Majestät hat, Gott Herr ist über uns Leben, so, dat wir nicht einmal stolz wurden oder jetzt wieder dem Stolz an uns nicht kommen lassen, dat hat geschafft. Ja, wenn es dann war, wie auch ernte, was wir sehen, ist es dort nicht. Und Gott will alleine jetzt sein, dort ist, was in diesem Buch dort rüberkommt.
En ik laat het zo dan verzet, allemaal dus iets voor ons Fleisch, dat werd allemaal so ein beetje jeen aanbegot. En dat iets wie dat we doen, allemaal waren ons ganz bewusst ons. Dat in waren Tätenmerke aan de wand, oder een Bild abhängen, oder iets wat, een spruch, oder iets wat ons erinnert. Ja? En allemaal waren zijn Wut lesen. Dat erinnert ons daran, dat hij ist hij. Ja. Ook aan de gouden tijden. Wenn ze mensen verloren mes allemaal den, dat ze met van God wachten weer, dan waren het dat Geld sind. Ja. Krijgt Nicht waren de bedreignis weer en dat sagst, dat wie sehr schlimm. Krijgt dat. Gut, liebe Tahira, ich weiß nicht, wer dit von dir jetzt. Ich weiß nicht, wo du bist, ob die das Schlag jetzt oder Geld jetzt. Aber ich wünsche dir, dass du Gott anerkennst, aus den Haaren. Wenn du noch nicht hast, was von dir, dann jeft dein Leben nur Gott, dreh dich nur Hand nur Gott. Wenn es heißt der Rader, heißt der, der die Hoffnung jeft, heißt der, wer die Leben jeft. Und das ist der, für den du wirst noch mal stehen, wenn das hier habt ihr sie ihr eines. Dann heißt der Rechter. Und dort je recht, das kostet immer bestehen, wenn du die von Jesus hast, reinwaschen. Dankeschön für dabei sein. Dann beim nächsten Mal mein Programm Wachwieser.